Und bist du auch ganz sicher, dass du nichts vergessen hast, Alfred? Ich glaube nicht. Der Frau Heuschreck ihre Husten, der Gerda Silberfisch ihres Nesselfieber und dem Edi Wolf seine Ameisen nicht dabei. Und du hast auch ganz sicher nichts vergessen? Nein, Elsie, wenn du mich noch mal fragst, ich habe wirklich nichts vergessen. Oh. Guten Morgen, Luki. Haben wir keine Schuhe? Wir haben die Schulglocke gar nicht gehört. Hey, schon klar. Frau Gerstenkorn hat, glaube ich, den Klöppel von der Glocke verloren. Oh, dann gehen wir schnell versuchen. Nicht so gesprengt. Haben wir nicht noch etwas vergessen? Ups. Excuse, Luki. Also, ihr steht am Rand, dann gehe ich auf die Straße. So. Nein, warte. Warte. Jetzt ist gut. So, jetzt kommt. Luki, was ist los? An dem Sporttag? Nein, Dr. Otter. Frau Gerstenkorn hat den Klöppel von der Schulglocke verloren. Dr. Otter! Dr. Otter! Dr. Otter! Die Gerstenkorn Glocke ist kaputt. Der Klöppel fehlt. Wo steckt er? Und ich fingere. Ich bin nämlich der beste Sucher der Welt, gell, Dr. Otter? Ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Glocke ist so alt. Der Klöppel ist wahrscheinlich einfach durchgerostet. Und wenn ich heute Morgen läuten wollte, Ach, wir finden sicher eine andere Glocke, falls der Klöppel nicht mehr auftaucht. Es fehlt nicht nur an der Glocke, Herr Dr. Otter. Die Schule braucht noch viele andere Sachen. Zum Beispiel Wandtafeln. Und die Kinder bräuchten auch dringend ein paar Hefte und Bleistifte. Und warum machen wir nicht einmal einen Flohmarkt? Und der ganze Gewinn ist für die Verbesserung der Schule. Dr. Otter, ich glaube, das ist eine wunderbare Idee. Also, was ihr jetzt machen müsst, ist eure Mamis und Papis und alle anderen fragen, ob sie etwas für unseren Flohmarkt haben. Ich meine, wenn sie einverstanden sind, Frau Gerstenkorn. Die Schule ist aus. Oh, was machen wir da? Du bist ja viel schneller zurück, als ich dachte, Alfred. Ja, habe meine Psyche schnell durchgehabt. Alfred, du machst meine Rechnungen ja ganz durcheinander. Excuse, Schatz, ich muss noch geschwind... gar nicht gewusst, dass wir das noch haben. Oh ja, das ist gut. Hey, was ist denn da los? Sind wir in ein Erdbeben reingekommen? Ja, und es heisst Alfred. Ah ja, das ist hervorragend. Meine Wasserfarbe. Für was? Ja, ich sammle Sachen für den Flohmarkt von der Schule, für neue Glocken und Wandtafeln und so. Miss Chile! Da ist es ja endlich wieder. Ja, so ein Flohmarkt ist also eine gute Idee. Ja, aber Miss Chile gebe ich nicht. Auch nicht meine Farben und Pinsel. Aber es ist doch alles für einen guten Zweck. Also vielleicht kann ich ja wieder eine neue posten. Aber das hat meinem lieben Onkel Franco gehört. Ja, natürlich, Einstein. Unvergesslich. Und das jetzt, wenn Elsie sagt, das ist für einen guten Zweck. Danke, Einstein. Danke vielmals. Also, Der Karli und der Kurtli. Schön, dass ihr da sind. Aber müsst ihr so laut klopfen? Ich habe doch wieder mein Kopfweh. Und ich glaube, das Mal ist es etwas Schlimmeres. Wirklich. Es ist so wie... Warum sind ihr eigentlich nicht in der Schule? wir haben frei bekommen. Die Schule macht einen Flohmarkt. Und wir fragen die Leute für Zeug zum Verkaufen. Ein Flohmarkt? Oh, wie herrlich. Ich tue euch gerade etwas backen. Oh nein, bitte, bitte, nein. Ich meine, und euer Kopfweh? Oh, das ist nichts Tragisches. Es verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. Danke, Frau Zuckerhut. Was macht ihr mit meinem Badzimmer? Wir sind nicht ja im Badzimmer entworfen. Wir stehen vor ihrem Haus. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe mich schon gewundert, warum das so weit weg ist. Bin gestern dann auf die falsche Seite gelaufen. Also dann, adieu. Meine Zähne putzen sich eben nicht von allein. Herr Wuffel, wir haben einen Flohmarkt in der Schule.
Und wir wollten fragen, ob ihr für uns irgendetwas habt. Oh, ein Flohmarkt. Ja, ich glaube, da finde ich schon etwas. Ja, ich bring's dann später vorbei. Wuffel. Oh, ja. Mami, schau mal das Kitteli. Das ist doch schön. Das hat der Dr. Otter gebracht. Und da der Malkasten. Oh, er ist so grosszügig. Das haben wir alles von der Frau Kreuznick. Wo kommen wir damit her? Ich könnte es einfach auf einen von diesen Tisch tun. Die hat mein Vater gemacht. Nicht da drauf, der ist noch nicht fertig. So, da wären wir. Ein wunderbar frischer Kuchen. Oh, so lieb von euch. Ein extra Tisch für meinen Kuchen. Oh. Nein, Frau Zuckerhut. Halt, stopp! Er ist noch nicht fertig. Oh, mein Kuchen. Der Tisch! Also ehrlich, Herr Lampen, ich glaube, Sie müssen die Tisch schon ein bisschen besser bauen. Die halten ja nicht einmal eine von meinen Zitronenküchen aus. Also wirklich. Er ist noch nicht fertig. Sollte echt nicht jemand hinter dem Kuchen nachher? Ist wieder Ausverkauf? Lästig. Oh, die haben es ja wirklich bereicht mit dem Wetter für ihre Floh. Hey, was ist das? Nein! Oh, was ist passiert? Ist alles gut? Oh, Jesus, ich glaube, der Einstein hat es verwünscht. Der hat eine böse Wunde am Kopf. Gib mir den Koffer, Elsie. Ich glaube, er ist da durch. Sie hat nicht jemand den Kuchen gesehen, Doktor. Er ist uns ab. Ist es das, was ihr sucht? Ja. Was ist passiert? Ganz ruhig, Einstein. Wir fahren dich gerade heim. Ich glaube aber nicht, dass mit dem daheim kann, Dr. Otter. Sie haben eine Platte. Ja, das ist ja wieder wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? So, das sollte ich heben, bis dein Vater den Pneu wieder geflickt hat. Du gehst jetzt mit dem Einstein heim, gell? Ich gehe zum Flohmarkt mit dem Gumpi und dem Maxli. Hoppala! Ei. So, da, schau, Einstein. Eine warme Tasse Schlüsseltee. Genau das Richtige für den Schädel. Ich hätte lieber ein Aspirin. Was ist, Einstein? Wird da schon wieder reklamiert? Eigentlich auch ein gutes Zeichen. Wie ist es echt am Flohmarkt gelaufen? Es ist ausgezeichnet gelaufen, Alfred. Das war einfach eine Bombenidee von dir. Danke, Liebs. Ah, und unser Patient? Oh, es könnte besser gehen, Elsie, dankeschön. Ich glaube, es geht dir schnell besser, wenn du siehst, was ich dir vom Flohmarkt mitgebracht habe. Oh, Michelle! Oh, danke! Langsam. Wir wollen doch nicht, dass sich unser Patient überanstrengt. Oh.